Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei euch in der Schweiz zu der nächsten Folge Kingdom Hearts 3. Jawohl, wir befinden uns jetzt kurz vor dem Endboss. Wir haben ziemlich viel Vorbereitungen getroffen und wie wir da im Hintergrund schon sehen, unser Piratenschiff wartet schon förmlich darauf, dass wir uns ganz langsam Richtung Schiffsbruchs Bay begeben. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, oh Mann, oh Mann. Wir können da ganz kurz nochmal drauf schauen, da sehen wir auch überall, wo ein X drauf ist, jede Insel haben wir davor. Wir sind gerade momentan Level 8. Ich würde sagen, das sollte eigentlich lange, um unsere Segel zu setzen. Und du sagst es schon, Sora, los geht's! So, dann tun wir da mal ein bisschen an Tempo gewinnen. Und schauen uns das Ganze mal an, was da auf uns zukommt. Also ich bin schon ziemlich gespannt, wie das Ganze jetzt vorgehen wird, oder was wir jetzt noch zu erledigen haben. Aber naja. Huh? Guys, are you okay? Sora, you're a welcome sight! We've all been quite worried about you. Huh? Isn't that... Sora? Where's Jack? And Tia Dalma? I'm afraid you've missed a few things while you've been gone. Jack. He's been taken by Cutler Beckett. Yes. And Beckett commands Davy Jones and the Flying Dutchman. Oh. Barbossa thought we could defeat them if we released Calypso, the goddess of the sea, who was really Tia Dalma, bound in human form. But it didn't work. Aye, a fickle goddess Calypso be. So what now? Nothing. Our final hope has failed us. Use that key to free me, Sora, and you have my most certain promise. All the power under sea you ever wish for be yours. So... Tia Dalma was Calypso. She's the one who was helping us. And you know what? I think that she might just be able to help us again. You can't give up now. We can all fight. Together. The sea belongs to everyone. I said that. Don't copy my expressions. Huh? You did? Sometimes it just goes in one ear and right out the other. Wait, really? Yes! It's not over. There's still hope for us. You will listen to me. Listen! The Brethren will still be looking here to us. To the Black Pearl to lead. And they will see free men and freedom! Our enemy will see the flash of our cannons and hear the ring of our swords, and they will see the courage of our hearts as we succeed and they fail. Gentlemen, hoist the colors! Hoist the colors! Hoist the colors!
I knew it was you! So that's the Flying Dutchman. The chest Jack told you about has the heart of Davy Jones in it. There's no way it's the chest that you're looking for. No one knows what's in the chest we're looking for. If it's a black box, then we are to collect it. Simple as that. You don't know what's in it? Then why do you need it? How will you know you found it? Got me. Regrettably, the higher-ups haven't deigned to tell us. But they did say the box contains hope. Huh? That's all you'll get from me. It's far too chaotic to find the box like this. Perhaps I'll remove that ship from the picture. Now this should afford me time to look. They're looking for hope? Will and the others need us. Yeah, I know. Okay, alles klar, wir befinden uns mit dem Kampf hinter uns. Der Davy Jones mit seiner Flying Dutchman. Ich versuche ihn jetzt gerade mal zu versenken. Nice, das hat gut funktioniert. Also das Ziel von uns wird in dem Fall sein, der grosse Kraken da vor uns die ganze Zeit runterzuschiessen und sein Leben nach für nach eigentlich runterzutun. Da haben wir jetzt so grössere Tentakeln. Okay, die fangen in dem Fall eher Schüsse ab. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir versuchen, da zwischen ihnen reinzuschiessen. Tschüss, David. So, da haben wir gerade sehr wenig Platz, weil wir hätten wilde Kanonen parat. Ich würde sagen, am besten setzen wir gerade die, wenn wir da schon ziemlich gut Platz haben. Und das sieht auch ganz gut aus bis jetzt. Also die Hälfte Leben haben wir schon ziemlich schnell drin. Aber es war noch ziemlich beeindruckend, was wir jetzt auch alles erfahren haben. Da mit der Tiadama, das seit Meeresgöttin ist, kennen wir natürlich eigentlich von Flucht der Karibik. Aber dass der Kraken am Leben ist, habe ich gemeint, ist in dem Moment eigentlich gar nicht mehr Tatsache. Aber das lassen wir jetzt einmal so sein. Ich muss jetzt wirklich mal schauen, Flying Dutchman befindet sich da irgendwie vor uns. Dass wir die irgendwie versuchen zu versenken, weil die tut auf uns losschiessen und sollte uns eigentlich Schaden machen. So, das ist sie auch schon. So, jetzt versuchen wir den Bömbel da zu ballern. Ui, ich tüpfe nicht. Ja, geh lieber beide weg. Das Beste, was du machen kannst, verschwind lieber von der Bildfläche und geh mir nicht gegen meinen Keks. So. Und jetzt wissen wir natürlich auch, was die liebe Organisation 13 für eine Truhe sucht. Sie wissen gar nicht selber, was es ist. Es soll eigentlich ein Stückchen Hoffnung sein. Also bedeutungsweise kann es sich um alles Mögliche handeln. In dem Fall auch ums Herz von Davy Jones. Ziemlich speziell aber, warum es das Herz von Davy Jones soll sein. Aber da ballen wir uns ja schon langsam auf die 4 letzten Balken zu. Also bis jetzt läuft das ziemlich geschmeidig, muss ich sagen. So, ja, verschwinde einfach wieder. Jawohl, einfach abtauchen und ab mit dir. So, das sieht ziemlich gut aus. Dann tun wir da einfach mal weiterhin draufballern. Ich habe mir das jetzt ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber ich muss sagen, unser Schweizer Leviathan-Schiff können es einfach nicht anrichten. Wir haben so gut Vorbereitungen getroffen, gut gelevelt. Also ich muss sagen, da haben wir es, glaube ich, jetzt gerade wieder versenkt. Jawohl. In dem Fall schiessen wir weiter auf das Kraken-Ding hier in der Mitte. So, da haben wir nochmal wilde Kanonen. Jetzt warte ich aber nochmal doch, das sollten wir eigentlich gut dazwischen durchkommen. Nice! Also, den Riesenkraken haben wir besiegt. Ich bin jetzt aber ziemlich unsicher, ob es das war. Fast auf den Stuhl gefallen. Ui, ui. Voll lauter Aufregung. So, you got what you want. Perhaps you're the better player among us. However, I must demand you give that to me. Cousin? You must be mistaken, mate. I'll not be giving you anything. Then I invoke the right of parley. No. No parley. Look around. We're a little busy. And besides, I've already got all that I want, mate. Yep. Still works.
Jack Sparrow, are you lost? Prisoners don't belong on deck. Your station is in the brig! We're here! Tables have turned, mate. Hardly. Just a few more maggots to join my crew! Okay, hilft Jack Davy Jones zu besiegen. Also jetzt dürfen wir uns dem Davy Jones selber sogar noch persönlich stellen. Jetzt schauen wir mal, was er so auf dem Kasten hat. Oder ob er sich vom Schweizer direkt einmal eins auf den Keks gehen lässt. So, einfach mal draufbleiben. Irgendwie kann er sich da, glaube ich, nicht einmal so grossartig wehren, wie das aussieht. Da es ja am Regnen ist und er mehr mit Wasser zu hat, probiere ich jetzt eigentlich auch mal mit ihm mehr auf die Blitz zu arbeiten. Das ist aber knapp gerade mit unserem Leben. Wir können sogar noch die Wutform aktivieren. Und dass so unser Leben jetzt so weit runtergestiegen ist. Aber der teleportiert sich da auch irgendwie die ganze Zeit ein bisschen umeinander, oder ich meine das nur. Aber mit unserer Wutform sieht das ziemlich gut aus, da wir uns natürlich jetzt schön hinein können teleportieren. Nice. So bist du machtlos gegen uns. Jetzt kann dich niemand mehr retten, mein lieber Davy Jones. Du hast dich mit dem Schweizer angelegt und jetzt spürst du die Konsequenzen davon. So, 4 Balken haben wir schon abgezogen. Unsere Wutform ändert jetzt gerade, jawohl. So, unser MP ist sich am Nachfüllen. Ich habe jetzt gerade für die Heilung müssen verschwenden. Ich sage, jetzt muss ich mal schauen, wo der sich da wieder versteckt oder wo der ist. Wir haben noch eine Rakete. Oh, jetzt habe ich gerade eine Rakete ganz einsetzen. Hure knapp vorbei. Okay, er probiert da irgendetwas. Oh Mann, sein Tentakel-Dings da. Ich habe jetzt gedacht, das haben wir jetzt besiegt in dieser Runde. Jetzt taucht das trotzdem nochmal auf. Okay, das heisst für mich, wir müssen in dem Fall alle Tentakel mal plus minus weg schaffen. Ich glaube, mit unserem Blitz sind wir da ziemlich gut dran. Jawohl, das hat gerade geholfen, um alle zu besiegen aufs Mal. Jetzt ist eher die Frage, wo versteckt sich der liebe Davy Jones wieder vor uns. Er kommt keine Gnaden über. In unserer Welt ist er jetzt einfach gewesen. So. Ich setze gerade mal die Sturmkrallen ein, dann können wir unseren Damage ein bisschen rauf tun. Wir sind schon fast in der Hälfte vom Leben. Und hätten auch noch keine Angst mit dem lieben Jack Sparrow zusammen, aber ich behalte das gerade mal auf. Wenn ihr nochmal versucht, die Tentakel zu rufen, könnte es ja möglich sein, dass wir das noch gut verwenden können. So, nice. Kann ich mich da ja auch noch ein bisschen aufs Magie beziehen, das zieht ihn nämlich ziemlich gut ab. Jetzt haben wir komplett unsere Magie verschwunden. Jetzt muss ich einfach schauen, dass wir nicht allzu viel Schaden bekommen zum Healen. Aber wenn ich mich nicht täusche, habe ich noch ein paar Potions für Notfälle ausgerüstet. Wenn zum Beispiel so ein Fall wie jetzt würde eintreffen, dann kann ich mir doch da noch schnell eine High Potion hier klatschen und tada, Leben wieder voll. Okay. Mein lieber Davy Jones, ich weiss nicht, ob du so gute Tricks auf Lager hast wie mir auch, aber ich glaube, ich benutze jetzt doch noch keine Angst. Doch noch ein bisschen vor, um dir meistmöglichen Schaden noch reinzuheizen. So. Das sieht im Großen und Ganzen auch ziemlich gut aus. So, er hat sich wieder irgendwo anders teleportiert. Da kommen auch gerade seine Kraken wieder. Das ist gerade gut, sind wir noch in unserer Form. Also ich hoffe, sie bleibt gerade bestehen. Nein, doch, jetzt hat es einfach abgebrochen, nachdem das angefangen hat. Würde ich sagen. Jetzt haben wir gerade dann bald unser MP wieder voll. Ich mache mich ganz ein bisschen aus dem Staub. Und versuche jetzt da wieder mit Blitz ein bisschen Einwirkungen zu haben. Mit dem Goofy-Bomber, ich bin mir jetzt ziemlich unsicher, ob das etwas bringt, aber der Davy Jones ist so vor mir aus dem Boden auftaucht und ich dachte, mach mir keine Angst, komm, ich hau dir jetzt den Goofy halt auf den Kopf rauf. So, ich glaube, das ist gerade auch noch einer der letzten Tentakel, da hat es auch noch ein paar. Wir haben natürlich auch wieder Sturmkrallen aktiv. Schnell Heal reinklatschen. Also ich muss sagen, klar, es ist ein bisschen ein schwerer Kampf, jetzt sind wir schon ein paar Mal in die Länge getrieben worden, aber ganz ehrlich, der liebe Davy Jones hat keine Chance. Wir haben für das uns zu gut vorbereitet. Ab in unsere Sturmkralle und los geht's. Jetzt versollen wir dein Viertel. Und du, Löli, hast jetzt bald auch nichts mehr zu melden auf den grossen Meeren. So, das sieht ziemlich gut aus. Wir hätten sonst auch für den Notfall noch Fokus, den wir auf ihn auslassen können. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ich mache mich jetzt noch ganz ein bisschen aus dem Staub raus. Jawohl, da versucht er sich gerade wieder umteleportieren. Schaue ich gerade mal wo an. Nice, dann würde ich sagen, ich versuche dich da mal in unserem Fokus so viel wie möglich einzusammeln. Und let's go! Tada! Und das hat gelangen. Drachenschlag haben wir erhalten und Max LP als einen kleinen Bonus. Wir haben es geschafft, der liebe Davy Jones zu besiegen. Jetzt schauen wir uns das an, wie es weitergeht. Vielleicht müssen wir ja auch noch plötzlich gegen den Backer zu kämpfen.
The chest! Hand it over! Jack! Stay out of this, boy! Whoa! Horadana! You'll see no mercy from me! That's why I brought this! Mister, did you forget? I'm a heartless wretch! Ah, love. A dreadful bond. And yet, so easily severed. That's not true. I may still have a lot to learn about love, but I know what it means to share my heart with others. And it will take more than you to break a bond like that. What does a whelp like you know about the heart? The whelp has seen far more of the world than you know. What of it? Tell me, William Turner. Do you fear death? Do you? How disappointing. So this is all they meant when they said hearts. We've been chasing the wrong box this whole time. Petty tonic. Holding life and death in the palm of one's hand. You're a cruel man, Jack Sparrow. Cruel is a matter of perspective. Is it? Will! Look at me! Look at me! You will not forestall my judgment! She's taking us down! Make quick or it's the locker for us all! Jack, can't we save him? Part of the ship, part of the crew. The Dutchman must have a captain. Elizabeth, say goodbye. No! I won't leave you!
Thank goodness, Jack. The Armada's still out there. The Endeavor's coming up hard to starboard. And I think it's time we embrace that oldest and noblest of pirate traditions. Never actually been one for tradition. In we go! It's nothing personal, Jack. It's just good business. Ready on the guns! Full canvas! Aye! Full canvas! Fire! 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 It's just good business. The Flying Dutchman must have a captain. Just wed, and now she and Captain Turner must live in different worlds. One day ashore, 10 years at sea. It's a steep price. Will. Your chariot awaits, Your Highness. Mrs. Turner. Take care. Jack. Thank you. One day isn't enough time. Well, there's always enough time for hearts to say what's true. Sora, you know better than anyone. It only takes a moment to connect with your mates. With your hearties. There's always enough time. And I'm going to find them. Die Karibik, also Fluch der Karibik, wenn man es genauer nehmen will, ziemlich einen schönen Abschluss. Wir haben erhalten Schicksalsruder, ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Angriff, Formveränderung, Lufthoheit und Sturmflagge. Ziemlich nice, muss ich jetzt gerade mal sagen, an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir schauen gerade mal weiter, ob jetzt da noch etwas kommt. Oder
ob wir dürfen noch ein bisschen weiterspielen. Hey, Axel. Huh? Hey, liking the look. Cut your hair, too. So you gonna try yours on? I don't know. Maybe later. But you always wear the same thing. If it ain't broke, don't fix it. This is how you pick me out of a crowd. I make myself easy to remember. How thoughtful. Huh? Oh, nah, not really. Our training's almost finished. Yeah. Somewhere inside me is Naminé. If we can free Roxas, we can free her too. I guess so. Naminé was made when Sora freed me from his heart. So, now that she's a part of me again, I figured all was right. But she can't look at this forest, feel the wind on her face. None of it. And if she could, it would be different for her. Her time was short, but she lived it, and that makes it hers. What right did I have to take those feelings and experiences back? They don't belong to me. Nothing's as it should be. Not for her or Roxas. I know. Way back when I was a kid, I met this other weird kid. Somehow we became fast friends. Never saw him again, nearly forgot about him too. Then I met Roxas. Couldn't believe it. The two of them were identical. Oh, I didn't tell Roxas. Didn't want him to go vanishing on me too. The kid's name was Ventus. He's one of the lost Keyblade wielders we're looking for. Think he's still got me memorized? Oh yeah, very memorized. Now that we're going back, I'm worried about everything. Well, you don't have to worry alone anymore, Axel. Okay, also ich muss sagen, wir sind jetzt gerade wirklich von einem Szenario ins andere am Springen und immer wieder Einblick kann bekommen, wie was wo läuft in diesen bestimmten Gruppen oder bei diesen bestimmten Gruppen. Also da hat sich gerade der Mickey völlig die Dunkelheit verschlingen lassen von kleinen Herzlosen und wie er ja schon mal ganz am Anfang gesagt hat, auch viele kleine Herzlose können gefährlich sein, pass auf. Aber ja, dann schauen wir uns das Ganze mal weiter an. It's about time! Hey, shut it! Come on.
What now? Please, I have created enough victims. Yes, you have. All of the children sacrificed in the name of your research. So make things right. I told you I did not take her. Her disappearance was why I put a stop to the research. And that makes you honorable? You used Roxas and Namine and threw them away. I doubt there's a merciful bone in your body. You took the girl and hid her. Now show me the data you are hiding here. Roxas and Namine. If there is any reason that I still draw breath, it is to atone for what I did to them. He said Roxas. Yeah. That man needs us. Right. Yeah. If you do find the girl, what is it that you expect will happen? The child's memory holds a mystery to unravel. One concerning the battle we seek between light and darkness. You know something, and that is why you stopped the experiments. You are completely deluded, Xehanort. We shall soon see. Yoo-hoo! Excuse me! Who are you? Oh, well, I'm looking for a friend who used to live here. No one lives here. Be gone. But, sir... No, not one more step. Get out! This way! Oh. Hey, loser! Or not! Hayner! The squiggly things? They protected me. Hayner, get a move on! Oh, okay. I serve the organization. This is treason. I see what is happening. Have it your way, then. Are you guys okay? Yeah, I think. Nobody knows the twists and turns of Twilight Town better than us. You are Roxas's friends. That's right. So you know him too? Oh yes, quite well. Pay dirt. Guess it was worth staking out the old mansion after all, because this guy here is what I call a lead. That's the only proof we have that Roxas was our friend. Tell us about him. We want to know him better. My dear master, you are safe. Who's there? Evan, is that you? So, those nobodies were your doing.
I have been waiting for this. Gave up a normal life in order to plant myself in the organization. And when I heard Xehanort had gone looking for you, I realized it was my chance to find you as well. For you see, I too wish to atone. Okay, alles klar. Also in dem Fall haben wir jetzt einen von Organisation 13, wo den Amsen und die kleine Gruppe von Kollegen vom Roxas unterstützt haben. Und das zählt ja eigentlich als Hochverrat, außer das ist natürlich wieder ein hinterlistischer gemeiner Plan von der Organisation 13, aber das erfahren wir eigentlich alles im späteren Verlauf. Wir finden uns da in dem Fall jetzt im Gummichat-Menü, also auf unserer Weltkarte, und haben in dem Fall die Flucht der Karibik abgeschlossen. Nice! Also, ich würde sonst im Großen und Ganzen sagen, nach diesen vielen Einblicken, was jetzt da alles läuft und wie die Geschichte weitergegangen ist von Kingdom Hearts 3, würde ich da einen kleinen Cut machen, um in der nächsten Folge dann dürfen, die neue Welt anzureisen. Und ich danke dem Fall vielmals fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine kleine Runde Kingdom Hearts 3 mit eurem Schweizer. Danke fürs Einschalten und tschüss!